Das soll passen. Okay, Chat, ich bin gespannt. Es ist wieder soweit. Wir schauen ein Pro-Kontra-Video gegen die Schweiz an. Auswandern in die Schweiz. Pro-Kontra Leben in der Schweiz. Da ist irgendjemand anscheinend in die Schweiz ausgewandert und macht jetzt ein Review drüber. Ist mir zugeschickt worden. Und ich denke, komm, können wir anschauen. Tönt spannend, mal schauen. Es ist, glaube ich, ein Deutscher, der in die Schweiz ausgewandert ist. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was er über die Schweiz zu sagen hat. Wir gehen rein. Willkommen zurück zu einem neuen Video. Und wir sind ja 2019 in die Schweiz ausgewandert und haben es seitdem noch nicht bereut. Und heute hat Oha, okay, immerhin schon mal das. Sie haben es schon mal nicht bereut, auch wenn Leute wie ein Nilay oder ein Maelo in dem Land leben, aber sie haben es noch nicht bereut. erzähle ich euch mal Vor- und Nachteile, die es so mit sich bringt, in der Schweiz zu leben. Wenn euch das Video gefällt, lasst mir doch gerne ein Like da und abonniert unseren Kanal. Auch würde ich gerne eure Erfahrungen hören. Wie seht ihr die ganze Sache? Digga, ist das in der Schweiz? Das sieht hart geil aus. Stimmt ihr mit mir überein oder meint ihr, hey, das ist bei mir gar nicht so gelaufen? Dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Okay, warte jetzt. Welche Stadt ist das? Welche Stadt? Ah, das ist Luzern. Das ist Luzern, oder? Also wenn ich falsch liege, das muss schon Luzern sein, oder? Vorteil Nummer 1 ist, wie ich finde, die Steuern, denn du zahlst nur 10% Einkommensteuer und ungefähr 6% Ja, jetzt kommt er da mit Steuern, Digga. Jetzt muss man da noch überlegen, oder was? Sozialabgaben, was im Verhältnis zu Deutschland mit 39% Steuern schon ziemlich zu Buche schlägt. Die Steuern sind natürlich von Kanton zu Kanton. Ist nicht die Schweiz ein Land, wo man tendenziell mehr Steuern zahlt als in anderen Ländern? Entweder liege ich falsch, aber ich habe das Gefühl, so in gewissen Kantonen zahlst du schon recht viel Steuern, aber vielleicht bin ich auch komplett lost. Kanton anders. Grundsätzlich ist es so, dass du in den Städten deutlich mehr Steuern zahlst als auf dem Land zum Beispiel. Vorteil Nummer 2 ist auf jeden Fall die direkte gelebte Politik, denn so wird sichergestellt, dass die Politiker Die gute alte direkte Demokratie haben wir es ja wieder mal sehr, sehr nice. im Volkswillen handeln und nicht umgekehrt. Das heißt, die Schweizer können über alles Mögliche abstimmen und bereits ab 100.000 Unterschriften binnen 3 Monaten kann ein Volksentscheid durchgeführt. Binnen 3 Monaten. Ey, das ist also ein Wort, das brauchen nur, eigentlich brauchen das nur ältere Leute. Aber da hat es jetzt braucht kein Lul, aber so binnen, anstatt binnen. Also das kann man ja auf Schweizerdeutsch sagen, Lul. Werden. Und da wird zum Beispiel abgestimmt, ob der Beitritt in die EU stattfinden soll oder ob neue Kampfjets gekauft werden sollen. Corona fetzt alles aber. Schweiz, wir brauchen neue Kampfjets. Es ist Zeit geworden. Oder ob ein Gebäck umbenannt werden soll und so. Also über alles Mögliche. Und das finde ich super, denn du fühlst dich wirklich noch wahrgenommen als Bürger und du siehst, dass deine... Nice, ich muss wirklich sagen, Chat, sagt dir mal, wie wahrgenommen fühlt ihr euch? Also ich fühle mich wirklich sehr, sehr wahrgenommen. Also die Bundesräte schreiben mir wirklich wöchentlich ein Mail. Entscheidung etwas verändern kann. Vorteil Nummer 3 ist die Mentalität der Leute. Und das Okay, Mentalität der Leute. Das ist ja das, was an der Schweiz immer kritisiert wird. Jetzt bin ich sehr, sehr gespannt, was es sagt. Was könnte eine gute Mentalität sein für die Schweiz? Also ich habe das Gefühl, das ist ein junger Unternehmen. Der hat so sein eigenes Unternehmen und so. Habe ich das Gefühl, weiß nicht. Vielleicht so ein bisschen so das Unternehmertum. Vielleicht findet ihr das nice. ist mir noch in keinem anderen Land aufgefallen, dass die Leute so nett und so freundlich sind und dir nett und freundlich, Digga. Sagen doch, jeder Deutsche sagt doch, oder mega viele Leute sagen doch, dass die Schweizer so ein bisschen zurückhaltend und arrogant am Bein sind. Also, was ich so gehört habe, weißt du, was ich meine? Also will jetzt niemand so ja, komm zum Kotzen, Digga. so entgegenkommt und respektvoll miteinander umgehen. Also das ist wirklich, wirklich klasse. Ein Vorteil für mich ist der Schweizer Franken, denn dieser ist deutlich wertstabiler und international Ja, der macht, also safe tut der so mit Anlagen, der hat safe aber Rolex. anerkannter Schau da. Patek Philippe, sehen wir es bei euch? Ja, du, Patek Philippe. als so manch andere Währung. Ein weiterer Vorteil ist die Internationalität der Schweiz. Hier treffen so viele Nationen aufeinander, die so viele Erfahrungen und Werte mitbringen, was dich persönlich so viel reifen lässt und weiterkommen lässt. Ein weiterer bzw. Oh, das finde ich ein mega geiles Video, der macht so richtig schnell die Punkte, der tut nicht so 1000 Jahre bei einem Punkt labern. Nachteil, je nachdem, wie man das sehen möchte, ist, dass hier viele verschiedene Landessprachen gesprochen werden. Zum einen Französisch, Italienisch und vor allem Schweizerdeutsch. Ich finde das eigentlich, finde ich das geil oder finde ich das nicht geil? Ich finde es eigentlich geil, dass so viele Sprachen gesprochen werden in der Schweiz, auch wenn ich absolut nur Deutsch und Französisch kann. Aber irgendwie, es hat so etwas, so, die Schweiz ist halt nicht so, ich finde es eigentlich noch cool an der Schweiz, dass es nicht so ein kleines Land ist, wo einfach so überall gleich ist, sondern so Welschen ist alles ein bisschen anders, im Tessin ist alles ein bisschen anders, im Graubünden ist alles ein bisschen anders. Das finde ich eigentlich recht geil.
Und das ist in jedem Kanton nochmal anders. Für viele ist es schwer, Schweizerdeutsch zu verstehen. Manche brauchen viele, viele Monate und Jahre dafür. Selbst mit Kursen fällt es ihnen noch schwer, die Sprache zu verstehen. Bei anderen geht es wiederum ganz schnell. Grundsätzlich ist es aber so, dass die Amtssprache Schweizerdeutsch ist auch einfach das wildeste Wort vom Jahr. Hochdeutsch ist und die Schriftsprache Hochdeutsch ist und viele Schweizer auch aus Höflichkeit zu Hochdeutsch wechseln, sobald sie mit dir sprechen und sie merken, ah ja, der kommt aus Deutschland oder so. Und ein weiterer Vorteil ist, dass es für mich das schönste Land der Welt ist. Also ich habe noch... Da haben wir das schönste Land der Welt, Schweiz. Einfach ein schönes Land. Schau dir die Kuh an. Haben Sie schon mal so eine Kuh gesehen? Das siehst du einfach nie. Du siehst einfach nie so eine schöne Kuh wie die. Noch nie so wundervolle Natur gesehen und noch nie in so kurzer Zeit so weit weg gewesen von der Zivilisation. Ich glaube, das ist irgendetwas, was man als Schweizer, auch Chat, jetzt müssen wir zuhören, jetzt kommt der andere Real Talk. Ich glaube, das tut man als Schweizer gar nicht so realisieren, wie schön es in der Schweiz ist. Als Schweizer hat man immer das Gefühl, oh, ich muss auf Kanada, ich muss auf Bali, dort hat es die schönsten Strände, ich muss dort hin und ich muss dort hin. Aber man appreciated eigentlich gar nicht so, was die Schweiz zu bieten hat, von Seen, von Bergen, Naturschutzgebiet. Einfach schöner Ort, so. Ich glaube, das checkt man nicht und man sollte das mehr appreciaten. Und ich gehe übernächsten Monat auf Amerika, weil es dort schöner ist. Weil wenn du in die Berge hochgehst und du bist über 1500, 2000 Meter, da ist so gut wie kein Mensch mehr und du fühlst dich wirklich frei und du kannst so krass abschalten, dass es Dort ist einfach niemand außer der andere Ragettli, der gerade irgendein Quadcore machen ist. Wahnsinn. Und die Schweizer bewahren sich die Schönheit ihres Landes und die Schönheit ihrer Natur, da wird sehr drauf geachtet und geguckt. Ein weiterer Vorteil für mich ist, dass die Schweiz sehr, sehr modern ist und Vorreiter an vielen, vielen Dingen. Das muss man natürlich mögen und man muss da mitgehen. Man muss bereit sein, sich stetig zu verändern. Und Die Schweiz ist doch gar nicht so modern. Also die Schweiz hat ein gutes Netz, was angeht. Nein, die Schweiz hat ein gutes Schienennetz, safe, aber sonst finde ich jetzt nicht das modernste Land der Welt. Und sich im Endeffekt zu verbessern. Wenn das deine eigene Intention ist und du das Ganze unterstützt, dann fühlst du dich damit mega wohl. Im Fall, wo wir in Südfrankreich gesehen sind, Südfrankreich hat das ganze Parksystem echt viel besser gemacht als die Schweiz. Dort hast du immer so ein Automat und du gibst die Nummer ein von deinem Auto, also jeder weiss jetzt seine Autonummer auswendig. Dann musst du erstens nicht zurücklaufen zum Auto und zweitens kann man in Südfrankreich überall mit dem Kärtchen den Parkplatz zahlen. Also so auch einfach draussen. In der Schweiz kannst du so selten die Parkplatz mit dem Kärtchen zahlen. Das ist zum Kotzen. Und ich habe halt nur das Kärtchen dabei und dann fahre ich noch immer an, habe ich kein Bargeld dabei und dann so, gehst du zu jemandem an und so, Bro, kannst du mir mal 1 Stutz geben, weil ich kein Bargeld dabei habe, ist auch geil. Wenn nicht, dann kann es natürlich auch ein Nachteil sein. Es ist natürlich nicht immer alles Gold, was glänzt, also kommen wir mal zu den Nachteilen in der Oh, jetzt kommt der Real Deal, Schweiz zu leben. Und da ist für mich ganz klar auf Platz 1, dass du deine Familie nicht mehr so oft siehst. Ja, das ist natürlich, dann der Nachteil hat man nur in der Schweiz. Also wenn du jetzt zum Beispiel von Deutschland auf Spanien auswanderst, dann hast du den Nachteil nicht. Dann vermisst du deine Familie nicht, das hast du nur in der Schweiz. Das ist ganz klar ein Nachteil von der Schweiz. Grund, warum viele wieder zurückgehen, warum viele teilweise auch nur 5 Jahre oder 10 Jahre in der Schweiz bleiben und dann wieder zurückgehen, weil das macht einfach was mit dir, wenn du dein Land verlassen hast, das suggeriert ja was ganz, ganz anderes in deinem Kopf und du weißt einfach, da ist eine gewisse Distanz und ihr seht euch nur so. Ich wüsste gar nicht, ob ich auswandern könnte. Ich fand es schon spannend, mal über eine längere Zeit noch immer zu wohnen und wie sich das verändert. Also man hat ja immer das Gefühl, noch immer anders ist es besser. Weißt du, wenn man 5 Jahre in der Schweiz gelebt hat und dann geht man auf Deutschland zurück, dann denkt man sich safe wieder, oh, in der Schweiz es ist so schön gewesen und bla bla bla. Man hat halt immer nur die guten Erinnerungen vom Land im Kopf und so das Negative, das geht ein bisschen weg. Das ist wie wenn man sich mit jemandem trennt, lul. Denn wenn man sich mit jemandem trennt, hat man immer noch meistens die guten Sachen im Kopf und all das, was scheiße war, vergisst man nach einem Zeitchen. Und genau so ist es im Fall. Nämlich auch bei dem Punkt. Und so oft im Jahr. Und das ist schon teils ein komisches Gefühl, wo es wahrscheinlich sehr, sehr lange braucht oder auch nie, um sich dran zu gewöhnen. Nachteil Nummer 2 ist auf jeden Fall die Preise, denn in der Schweiz ist alles teurer. Teuer. Also teuer, also ein Kaffee für 8 Stutz, also das ist ja ein Schnäppchen. Man muss natürlich auch sagen, dass die Löhne deutlich höher sind, aber wie in jedem Land stehen Lebenserhaltungskosten im Verhältnis zu den Löhnen. Und wie überall, wenn du nicht gelernt hast, mit deinem Geld umzugehen, dann kommst du auch hier in der Schweiz nicht auf einen grünen Zweig. Diese andere Weisheit, die er schnell rausgehauen hat, Chat,
Merkt euch das, ganz wichtig, weil sonst sind ihr nämlich broke und landet oder endet so wie der Nilay. Teil Nummer 3 ist auf jeden Fall, du hast weniger Urlaub und du hast weniger Feiertage, wodurch du im Gesamten deutlich mehr arbeitest. Zumal eine Vollzeitwoche in der Schweiz auch noch Minimum 42 Stunden. Aber das ist wirklich crazy, wie viel mehr man in der Schweiz schafft als in anderen Ländern, weil man sagt ja in Amerika 9 to 5, also von 9 bis 5. Das habe ich jetzt gut übersetzt, oder? Aber in der Schweiz schaffst du ja vom 7 bis um 5, also umgerechnet. Das heißt, plus Mittagspause, plus Überstunden. Aber dafür haben wir uns zu 9 und uns zu 4, weißt du? Bist du wahrscheinlich durchschnittlich 50 Stunden die Woche auf Arbeit. Nachteil Nummer 4 ist eventuell, dass die Schweiz eine sehr elitäre Gesellschaft ist und eine sehr erfolgsorientierte Gesellschaft. Das heißt, es findet viel mehr Bewertung statt, erstmal anhand deiner Fähigkeiten. Dieser andere Druck, Alter, so, nur wer Erfolg hat, ist gut in der Schweiz. Es ist einfach so der Rest einfach Abschaum. Nein, aber ja, ist safe so in der Schweiz. Kann man als Nachteil sehen, kann man aber auch als Vorteil sehen. Und anhand deiner Erfolge, damit muss man erstmal klarkommen und wenn man das zu schätzen weiß, ist es ein sehr, sehr guter Boost für dich, weiter nach vorne zu kommen im Leben und auch erfolgreicher zu werden im Leben. Wenn du dich aber nicht ständig selbst hinterfragst, dann kann es sein, dass du sehr schnell in der Entwicklung des Landes auf der Strecke bleibst. Nachteil Nummer 5 ist eventuell, dass viele Schweizer sehr resigniert und eher distanziert sind, also dass es schwer sein könnte, aber ich denke, das ist in Das habe ich gemeint beim ersten Punkt, den er gesagt hat, oder beim zweiten. jedem Land so, wenn du auswanderst, neue Kontakte zu finden und zu knüpfen. Aber das stelle ich mir schwierig vor. Wie findet man Leute, wenn man auswandert? Geht man dann in so eine Bar und sagt dann so, Bro, willst du mein Kollege sein? Oder machst im Folge so ein Zettel, wo man so unten die Handynummer abreißen kann und sagt so, Bro, reiss ab, wenn du mein Kollege willst sein? Oder wie findet man neue Kollegen? Halt so beim Schaffen oder so? Aber ich meine, wenn ich jetzt keinen Kollegen hätte, würde ich auch nicht auf die Street gehen und sagen, Bro, willst du mein Kollege sein? Also, ich meine, Kollegen findest du ja meistens beim Hobby oder beim Job. Ich glaube, du musst auch Fußball spielen. Fußballverein, das ist das Ding. Da oft gerade wir Deutschen einen anderen Umgangston miteinander haben, der viel direkter und ja. Kann ich bitte ein Brot haben? Ah, nein. Ich krieg ein Brot! Einfach drauf los ist. Auch dieses Schweizer andere eher Wild. So ein bisschen durch die Blume reden und es uns da teilweise schwerfällt herauszufinden, ob er jetzt eigentlich sich noch wirklich mit uns unterhalten will oder ob er eher weiter muss, nur die Höflichkeit ihm. Aber wirklich, Deutsche sind mir viel zu direkt. Ich merke es immer wieder, wenn ich in Deutschland bin. Es ist halt wirklich so. Ich meine, es ist ja einerseits gut, weil du bringst das auf einen Punkt, was du willst sagen, aber das kannst du gar nicht. Das ist so, das kannst du gar nicht ausmalen, wie direkt die sind. Ne? Das ist ja unglaublich. Ne? Wenn die eine Brotwurst wollen, ja, dann kriegst du eine Brotwurst, das ist klar. Ich glaube, für Schweizer schon auch gewöhnungsbedürftig. Gerade verbietet das Gespräch eigentlich zu unterbrechen und seinen Weg zu gehen. Ein weiterer Nachteil ist vielleicht für manche relevant, für andere nicht so. Es gibt ein Tempolimit auf den Autobahnen und es gibt deutlich höhere Na, nicht schlimm, Das heißt, nicht schlimm. wenn du zu schnell fährst, kann es sogar sein, dass sie einfach dein Auto einziehen und das pfänden und verkaufen und so und da hast du dann kein Mitspracherecht. Ich würde es eher auch als Vorteil sehen, weil wenn du dich an die Gesetze hältst, dann hast du auch keine Probleme. Das ist eigentlich ein ganz einfaches Reglement. Aber ja, das ist für manche eventuell ein Nachteil. Schau jetzt Among Us beim Unge. Da ist fähiges Game streamen, Digga. Ich sag's euch, irgendwann habe ich einen PC und dann wird Among Us so durchgestreamt, bis die keinen Bock mehr haben. Nicht schnell fahren zu dürfen. Ein weiterer Nachteil ist, dass du mit einem Schweizer Pass nicht so flexibel reisen kannst wie mit einem deutschen Pass. Das zeigt sich oft in Visa-Anträgen, da ist es mit dem deutschen Pass schon deutlich leichter für die und die Länder ein Visa zu bekommen oder auch ein Visa für längere Zeit zu bekommen. Das war's an dieser Stelle von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, lasst mir gerne einen Like da und abonniert unseren Kanal. Hier oben verlinke ich euch mal viele andere interessante Videos. Podcast. Die Insel der 1000 Tempel. Geschichten aus Bali. Oha. Und hier könnt ihr unseren Kanal abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, haut rein und ciao. Eins von den nicesten Videos also über die Schweiz, weil der hat schnell geredet, der hat es auf den Punkt gebracht, der hat nicht lang bla 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 gemacht, der hat es gemacht wie ein Deutscher. Nices Video gesehen und auch verständliche und nice Punkte. Also, ich glaube, ich wandere mal in die Schweiz aus. Jet, dir auch? My heart just got stuck between these loops.